Du bist reich. Dort, wo wir letzte sind noch von reden deuten, bloß schwind dort Ware holen, von ihr, die nicht hier wären. Wir haben gute Neuigkeit und schlechte Neuigkeit. Die gute Neuigkeit ist, dass du bist reich. Wenn du 200.000 Peso das Jahr, 240, wenn du 20.000 Peso im Monat verdienst, dann bist du in der reichsten 10% von allen Menschen auf der Welt. 20.000 Peso im Monat. Wenn du $34.000 das Jahr verdienst, das ist schon viel Geld, aber $34.000 das Jahr, du bist in der reichsten 1% von der ganzen Welt. Du bist reich. Das ist die gute Neuigkeit. Und dann sehen wir die andere Seite von dem Bild, und das ist die schlechte Neuigkeit. Und das ist das. Du bist reich. So, das ist gut und das ist schlecht. Wenn wir sagen, dass wir haben Troubles, was bloß reiche Menschen haben. Hast du Troubles, was reiche Menschen haben? Was ist ein Trouble, was ein reicher Mensch hat? Well, die fährt in einem Restaurant und bestellt du Essen und das kommt nicht 100% korrekt, was der bestellt hat. Die haben die Choice nicht, und die wollen nicht Choice. Das ist ein Trouble, was bloß reiche Menschen haben. Right? Vielleicht hast du Trouble dort in dein Haus, in einer Stufe in dein Haus, als dein Wi-Fi-Signal nicht ganz so stark ist in den anderen Stufen. Das ist ein Trouble, was bloß reiche Menschen haben. Ich habe den Trouble. Oder Cell. Dein Cell, die schafft nicht so gut in einzelnen Stufen von dein Haus. Wir haben Trouble, was bloß reiche Menschen haben. Wir haben vielleicht ein Appointment gemerkt, dass man das Haar abstrom früh ist. Oder die von ihnen, was Haar haben. Das ist ein Trouble eigentlich. Aber vielleicht haben wir ein Appointment gemerkt, aber der geben uns den nicht kriegt zu der Stunde, was wir wollen. Wir wollen den Sinn und Klock 2 und der geben den bloß Klock 1. Das ist ein Trouble, was bloß reiche Menschen haben. So, wir sind sehr gesehnt. Aber die schlechte Neuigkeit ist dort, wir sind reich und wir bechecken 3 Troubles durch, was wir haben, wen dort. Wenn es dort reich sind. Das erste ist, dort schwander die ab Gott zu verluten. Wenn du reich bist. Du hast mehr Rekursos, kannst mehr Anfang selbst. Dort schwander die ab Gott zu verluten. Noch ein Ding sehen wir dort, uns Geld nimmt unsere Zeit weg von den wichtigsten Dingen. Wenn wir so reich sind, können wir alle Dinge tun. Und dort hat die Gelegenheit, uns Zeit wegzunehmen von den wichtigsten Dingen. Wenn wir sind Rahmen, wir sind gute Dinge, wir fahren vielleicht in El Paso, wir fahren für Vacaciones, wir fahren in Playa, wir fahren campen, wir tun Dinge. Das sind nicht schlechte Dinge, aber die Gelegenheit, als du dort uns dort Zeit wegnimmt von Taubkumos einer Familie, vielleicht von unserer Familie, Taubkumens, wir schaffen immer, wir sind weichen, wir verdienen Geld, das sind gute Dinge, aber das geht immer zu driven. Wenn wir so reich sind, durch die Gelegenheit dort uns Zeit wird weggenommen von den wichtigsten Dingen. Und Nummer 3 ist, wem viel gegeben ist, von denen wird viel verlangt. Und so, wenn wir so reich sind, hast du viel von uns verlangt. Wir haben eine große Verantwortlichkeit. Und so haben wir die schlechte Neuigkeit. Und so, zum dort alle Taubpfoten, seht wir letzte Sonntag, dass Gott hat mich gesehnt, mit mir aus mir fehlt. Ich bin reich. Und ich würde gleich, wenn wir dort alle taub würden sein, ich würde das erste Part sein und dann sei ich dort nur. Okay? Gott hat mich gesehnt, mit mir aus mir fehlt. Ich bin reich. Wir haben dort noch einmal, wenn Sie glauben noch nicht. Gott hat mich gesehnt, mit mir aus mir fehlt. Ich bin reich. Ja, Amen. Wir sind reich. So, nu dat we dort haben anerkannt, dass wir reich sind, nu gehen wir naar de nächste Stopp. Some vroegen me eerst al in een zinkmeeting, was ons verteld zijn, we moeten alles vertrouwen en alles weggeven? Nou, ik wil niet. Aber von der, waar we kijken, naar geld, die onzekere hoopning. Geld, die onzekere hoopning. En we willen een idee hier uitnemen van een gelijkenis wat Jesus vertalen deed. En hij vertelt, dit zijn verschillende van de beken, aber Markus, hij vertelt door een gelijkenis van zaaien. En hij zegt, een man uit zaaien. En some van dat zoet val op den harten grond. De vuil kwam en eten dort. Some vangt man de steinen. Dat was hastig op, aber dan ging het dood met de hat. Some val door hand door man de spekkers en zo wat. En dat was op. En aber dan werd gekwält oder gesteckt, sagt het in de Plattdeutsche Bibel.
en König, en wo wir können doch nicht wissen, der wieder wordt hij doorbroken dat als weens dat onschmerende Reichtum. En dat zijn de wieder besonders wat we willen van der ontdekken. Dat onschmerende Reichtum. En zo, wat hij door zijn dat als dat geld en Reichtum kan ons terughouden van jäslich Wassen. Nu, ik zei niet dat geld schlecht is. Geld is niet goed oder schlecht. Aber wenn wir uns hart auf Geld gesagt haben, wie sind Geld gut? Und Luther wollen wir sein, wie dein Geld, dann wird ihr dort träghalten von jäslich Wassen. So Geld ist nicht gut oder schlecht, Geld ist Geld. Was wir mit dort tun, ist gut oder schlecht. Dort unschmerende Reichtum. Geld kann die unschmeren. Ein paar Wochen trägt dann für unsere Familie eine Incredible Pizza. Wer ist mal bei Incredible Pizza gewesen? Weißt du, von was ich rede? Das ist eins von so einen Restaurants, wo du hinfährst mit deinen Kindern und dann haben sie da alle Hand Games und alle Hand Dinge und dann können sie da spielen und dann kriegen sie Puntos. Du noch was Geld zu tun. Kriegen sie vielleicht Tickets. Und dann, wenn du erst ein Stück gewesen bist und haben sie weiße Puntos, dann haben sie einen Stuhl, können sie in den Stuhl angehen und die Puntos da antischen für alle Hand strome Dinge. Ja? Okay, so wie wir da mit unseren Feierkindern. Und die hatten alle eine Tarjeta und wir hatten 2 Stunden auf der Tarjeta, so sie können rumgehen und spielen und alle haben Dinge. Und ich wieder und ich nehme noch mal den Tarjeta und ich sage, nie wollen wir Puntos gewinnen, nie wollen wir spielen. Und wir spielen da für 2 Stunden und kein Rat, da gingen wir nur sagen, wie viele Puntos haben wir nie? Nu haben wir 200, nu haben wir 300, nu haben wir 500. Wow, das geht schön. All die Kinder gingen gut. Nur 2 Stunden, dann gingen wir in das Stuhl mit unseren Puntos, wir hatten da vielleicht, I don't know, vielleicht 700 Puntos. Und wir waren like, yes, nu wollen wir mal was schreiben, was mein Leben verändern wird. Right? Nu wollen wir mal gut gehen, dachten die Kinder. Okay, so was können wir dann kriegen für 700 Puntos? Well, wir haben hier einen Bleistift. Ich kann einen von dir haben und einen Chocolate. Okay. Wir haben uns angeschmiert. Right? Wir schafften durch Schwor und wollen so viel kriegen als möglich. Und auf einen Tag gingen wir mit meist nicht. Als wir zurück bei Tüß wären, hatten die Kinder verjeten von den Dingen, was sie durchgekriegt hatten. Man, die Kinder, right? Aber uns hat es gekriegt so. Unsere Puntos luten bloß ein bisschen anders. Some von denen haben 200 durch an, some von denen haben 500 durch an, 100er. Und wir schaffen in und wir glauben, wenn ich genug von diesem Wort kriegen, dann will ich dort Ding kriegen, was mir fehlt im Leben. Wir wollen uns unschmeren. Wir wollen uns unschmeren. Und so das, was wir von der nicht kicken wollen. Dort unschmerende Reichtum. Die Welt will haben, dort wie Geld dein. Die Welt will haben, dort wie Geld dein. Wo wenn du mehr Geld hast, dann kostet mehr Dinge kaufen. Und wenn du Dinge hast, dann wird die dort gut gehen. Habe ich mal ein Commercial gesehen? Vielleicht on TV, und dort fängt an, und dort soll ein bisschen so diester und reinisch und gräv, keine Fähne clearen, so rote, und die Musik dort hielt sich ein bisschen bedrängt, und das Mensch ist traurig und so was. Und dann auf einmal kommt ein Produkt auf her. Das ist, was die fehlt. Und auf einmal ist es da. Und die Musik ist mutig. Und du hast Fähne clearen von Rot und Gel und Rotgel. Und das Morgen geht es nicht schein. Weißt du, was sie tun? Sie verkaufen uns den Idee, dort, wenn wir das haben, dann wird uns Leben gut sein. Right? Das ist klar, was sie tun. Wenn sie die Welt will haben, dort wie Geld tun. Jesus redet von dem in Matthäus Kapitel 6, Vers 24. Er redet hier zu seinen Jüngern, er sagt so steht, keiner kann 2 Herren dienen. Er wird einer nicht lieben können und von den anderen fehlhalten, oder er wird an einen hängen und den anderen verachten. Okay, so die kostet nicht 2 Herren dein. Und dann sagt er hier, was sehr wichtig. Hörch nicht das. Die kostet nicht Gott dein und das Reichtum. Wow. Die kostet nicht Gott dein und das Reichtum. Das ist interessant, dass er das Wort Reichtum brauchen wird. Er redet hier nicht von Macht oder hoch angesehen sein. Er redet nicht mal von Sultan. Das ist nicht, dass er sagt, die kosten weder Gott oder Sultan dein. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, die kosten nicht Gott
en geld dein. Hoe wen seht hij dort? Wens Jesus wist dat hij nummer 1 competentie aan ons hat. Zijn nummer 1 competentie aan ons hat wordt ons Reichtum zijn. En dat is wat we van daar besonders naar checken willen. So wo wen als geld zo aantrekkend voor ons? En de oorzaak wo wen als wens geld verspreekt die dingen wat bloos God die geven kan. Dat is wo wen geld zo aantrekkend is. Geld verspreekt ons wat bloos God geven kan. Geld verspreekt die dat wanneer je nu gaat, dan word je vrouw zijn. Dan word je schaftig zijn. Wanneer je bloos meer geld hebt, dan word je vrouw zijn. Wanneer je bloos nog die koor hebt, of die cabinets hebt, of die jane kleider hebt, wanneer je bloos nog dit kus, of wanneer je bloos nog den foon hebt, dan wordt je leven schijn goed. Wanneer je bloos nog meer kus naar El Paso voeren en Antwerpen, wanneer je bloos kus naar den Playa voeren, dan ja. Geld verspreekt ons wat bloos God ons geven kan. En we weten, de Bibel leert ons dat vrede komt bloos van God. Nou, een ding wat geld ons verspreekt is, wanneer je genoeg geld hast, word je sicher zijn. Hast du uns dat gedacht? Wanneer je genoeg geld hast, dan word je sicher zijn. Dan word je een Annum haben, dan darfst du nicht unbedingt schaffen jeder Tag, dan wordt je dat Geld doen, dan kost je dat gemütlich nehmen, dan kost een lang het leven haben, dan word je die sicher zijn. We hebben een Geschichte van dit in de Bibel, een Beispiel in Lukas Kapitel 12. Lukas Kapitel 12, vers 18. Jesus vertelt hier een Geschichte van een rijke man, had grote spekkers, had veel arend, en aber dan kreeg hij nog meer arend, heeft niet ruim in zijn spekkers, en zegt hij, bueno, dan wollen we mal die spekkers opruimen, waar we gratis spekkers spuren, waar we meer opspikkeren. Dit is wat hij hier van reden deed. Lukas 12, vers 18. Dan zei de man te zichzelf, hij zei, dit is wat ik wil doen. Ik wil mijn spekkers doorbrengen en gratis buren, en door ben, waar ik al mijn getreden en mijn zaken hul. En dan wil ik te mijn zuil zijn. Nu hoort wat hij te zichzelf zegt. Hij zegt, zuil, du hast voor vele jaren een groot verroet opgespikkerd. Nu, zie ruhig. Eet, drink en zie moedig. Du hast veel opgespikkerd. Nu, zie ruhig, zegt hij. Wohin wordt hij nu ruhig zijn? Wens zijn hoopning weer op zijn geld. Zijn hoopning weer op zijn geld. Dit vergen zoals we denken. Dat nächste vers, vers 20. Gott aber sagte ihm, du nur. Du nur. Weißt du, wat het woord nur meint? Op Engels würden wir sagen fool. Aber op Deutsch, wat meint nur? Ik rede hier met de jongens vroeger. Wat meint nur? En ik kikte het in een Wierenbuch nu. En toen hadden ze een beschrijving op Plattdeutsch. En die zeiden domkop. Dat is wat het meint. Okay, so dit is wat God zegt. Du nur. Du glaubst dein Geld, wat die sicher houdt? Diese Nacht wordt die Säule von dir gefordert worden. En wer wordt dan dort kriegen, wat du die weggelegd hast? Du nur. De Welt wil haben, dat wie, de Welt wil haben, dat wie Geld doen. So meine Frau voor die van jou is, deinst du Geld? Deinst du Geld? Dit is wat we bekijken willen. We worden vielleicht alle sagen, nee, ik dein nicht Geld. Hast mal eine Entscheidung gemerkt, wens Geld? In andere Welt, hast mal eine Entscheidung gemerkt, jen din gewassen zu gehen, wen Geld? Ich habe. So, wenn wir eine Entscheidung mal gemerkt haben, jen uns gewassen zu gehen, wen Geld, dann tun wir Geld. Right? En so, wat wordt zo'n Beispiel van dit zijn? Well, een ding wordt zijn, ik heb met de worship-team van dit gereed, maar best mal op internet non je gaan en een leid rauf je hoort, voor dat tool. Dat stelen. Hast mal een video rauf je hoort, voor dat tool. Dat stelen. Hast mal
over de grens gekomen en niet alles ongegeven omdat je niet durft tags tun. Okay. Wat van de entscheidungen merken wir alle, wen Geld? Wat van de entscheidungen merken wir, dat we wollen entweder mehr Geld kriegen oder Geld sparen? Hast mal mehr geschafft, als was du wurscht selten schaffen, en die Familie hängen en die Kinder hängen wen Geld? Ik glaube, so hastig würden wir alle sagen, nee, ich doe nicht Geld, aber was von den Entscheidungen merken wir in uns Leben, zum entweder mehr Geld kriegen oder weniger Geld tun. Und da wird uns wiesen, was wir tun. Dit sind some von den Ursachen, wo wir in Paulus und Timotheus sehen, leer die reiche Menschen mal, wo sie kann gut sein und reich sein. Und so dann kommen wir zurück nach unseren Versen, 1. Timotheus 6, Vers 17 durch 19. Wenn wir da einmal überlesen. Sei die Reiche in dieser Welt. Wer sind dort? Das ist uns. Sei die Reiche in dieser Welt. Je seht gut, sie werden reich. So nicht, was ich was sagen. Sei die Reiche in dieser Welt. Dort sie nicht selten stolz sein. Dort sie nicht ihre Hoffnung auf dort unsichert Geld setzen, aber auf Gott, der uns wirklich alles schenkt, dort mit Frieden zu brücken. Du hast Frieden. Vers 18, zij zullen goud doen, dat zij rijk zijn en goud werken, dat zij mildjährig zijn en jieren en anderen aufteilen. Dit wordt een beetje voor, aber we hebben nog wieder zijn wat hij hier zegt. Wodurch zij zich een Schatz sammeln, die een goudet grund voor de toekomst legt, en al hier, dat wordt het leven ving. Weißt du, wo das Leben haben? Hier all auf dieser Erde? Hier sagt er uns wo. Wir wollen gut sein und reich sein, wir wollen nicht schlapp sein und reich sein. Wir wollen gut sein und reich sein. Wir wollen Gott ehren mit dort, wo er uns hilft. Und dort, wo wir hier nicht checken wollen, dort, wo wir hier lernen wollen, wenn Gott hat mir gesehen, mit mehr, was mir fehlt, ich bin reich. Diese Weg, weil wir noch Wort beileihen, bei den Satz. Das ist, was wir wollen dabei leihen. Meine Hoffnung ist nicht auf Geld, aber auf Gott, der mir wirklich alles schenkt. Meine Hoffnung ist nicht auf Geld, aber auf Gott, der mir wirklich alles schenkt. Ja? Das ist, was wir von der wollen lernen. Zwei wir sein, dass wir dort alle taub sein. Ich wollte der erste Pot sein, dann sei ich dort hingeron. Meine Hoffnung ist nicht auf Geld, aber auf Gott, der mir wirklich alles schenkt. Okay, wir wollen noch einmal. Meine Hoffnung ist nicht auf Geld, aber auf Gott, der mir wirklich alles schenkt. Amen. So von der, wir werden 3 Troubles checken, 3 Troubles für die Geld dein. So, wir wollen von jane Menschen reden, ein bisschen wie letzte Weg, wir reden von jane Reiche. Von der reden wir von jane, was Geld tun. Und wenn wir sagen, dass wir können hier was lernen, vielleicht auf einmal, sei wir ein bisschen von uns selbst endet. Und so, 3 Troubles für die Geld tun. Jesus sagt, du wirst entweder Gott oder Geld tun. Der erste Trouble ist das, die Geld tun, haben niemals genug. Die Geld tun, haben niemals genug. Hast du genug? Dit kommt von einem Vers von Lira, Kapitel 4, Vers 9. Solomon, reichster Mann, whatever je leeft hat, schreibt dit. Hij sagt, wer sei ne Geld hingeron ist, wird niemals genug Geld haben. Und die, wer du rakat, reich zu sein, wird nie nicht reich genug sein. Dit ist auch nicht zu verstehen, sagt er. Das ist ein bisschen aus dem Beispiel, wo ich letzte Weg von reden deut, von uns wie befreit worden. Und tragen hier in Mexiko und ich verdiene 10.000 Peso der Weg. Der Monat. Mit 10.000 Peso der Weg, dann habe ich dort gebüht. Da ich so. Ich verdiene 10.000 Peso der Monat. Und wir dachten immer so, wenn wir bloß 20.000 Peso der Monat würden verdienen, dann würden all unsere Troubles hier gelöst sein. Dann würden wir dort Geld haben. Wo wen?
wenn es wie dein den Geld. Und wenn du Geld denkst, dann wirst du niemals genug haben. Wenn du erst 20 kriegst, dann wird die 40 fehlen. Und wenn du erst 40 kriegst, dann wird die 20 fehlen. Und wenn du 20 kriegst, dann fehlt die 160. Und jetzt so wieder und so wieder und so wieder. Wo wenn es dein Geld denkt, hat niemals genug. Das ist ein Gefahr für uns. Sprüche 18, Vers 11 sagt es dort. Für den reichen Mann ist sein Geld, sein Geld, aus seine sichere Stadt. Er denkt sich, dort es allmählich über die Wand zu kommen, am Fuß zu nehmen. Und so redet hier von reichen Menschen. Und er sagt, für ein reicher Mensch, sein Geld, dort ist seine Beschützung, dort ist seine Sicherheit, dort ist seine Wohnt. Er denkt sich, sagt dort hier, dort ist allmählich durch Ewert kommen. Wo wenn es dort unschmerende Reichtum? Er hat sich ungeschmert. Er glaubt und denkt, was nicht so ist. Wenn es der Vers Krieg fährt dort, in Sprüche Kapitel 18, Vers 10, sagt es dort, dem Herrn sie nun, ist ein starker Turm. Die gereichte Rannen durchnehmen und sind sicher. So die Herrn sie nun, ist ein starker Turm. Wie singt das Lied? Torre fuerte. Das, was hier von redet. Den Herrn sie nun, ist ein starker Turm. Der gereichte Rannen durchnehmen und sind sicher. Aber den reichen Mann, sein Geld, ist seine starke Wohnt. Und er denkt so, wenn er allmählich als Ewert kommt. Er denkt Geld, nicht Gott. Wenn es Geld verspricht, wird bloß Gott geben kann. Die Geld dein, die haben niemals genug. Die sagen immer von mir, und immer von mir, und immer von mir. Noch ein Ding, wo wir hier sein, in Trouble. Für die Geld dein, die fing dort immer schwander, mildjährig zu sein. Die Geld dein, fing dort immer schwander und schwander, mildjährig zu sein. Träg mir ein Beispiel von uns wie 10.000 Peso den Monat verdient. 10% von da wir 1.000 Peso, da wird leicht zu geben. Aber aus uns zusammen Hecher und Hecher wird, und wir müssen mehr und mehr geben, mir wird dort schwander und schwander. Wo wen? Wen sagt dein Geld? Dort schwander für die mildjährig zu sein. Dort wird mildjährig, ich sehe in der letzte Weg, wo wir Ware holen. Dort meint reut sein, zum von ein Ding, so aus Geld oder Zeit, mehr zu geben, als nötig ist, oder mehr als verlangt ist. Das ist, was es meint, mildjährig sein. Dort wir sind reut von uns Geld, mehr zu geben, als nötig ist, oder als verlangt ist. Der Meier, was wir haben, der Schwander dort ist für uns dort zu geben. Die haben dort nur studiert, mehrmals all. Und es kommt immer dieselben Resultate raus. Die Menschen, die reicher sind, geben weniger Prozent. Die Menschen, die reicher sind, geben in leeren Prozent. Die geben vielleicht mehr Dollars, aber das ist ein leeren Prozent. Die sagen dort nur in der Stadt besonders. Und weißt ihr, was von einer Gruppe Menschen dort höchste Prozent weggeben wird? Dort sind die Gruppe, die in der Stadt weniger als $13.500 das Jahr verdienen. Und in der Stadt, wenn du weniger als $13.500 das Jahr verdienst, du bist arm. In der Stadt. Wenn es das Niveau von Leben, was du haben. Aber die Gruppe Menschen, die weniger als $13.500 das Jahr verdienen, die geben das höchste Prozent von ihrem Geld weg. Und die reicher, was die Menschen wollen, die weniger geben sie. Und das ist immer so. Ich weiß, da sind Menschen manch, die anders sind. Aber im Großen und Ganzen, dort ist es das. Dort ist leichter, wie sie auch im letzten sind, dort ist leichter, die ab Gott zu verluten, wenn du nicht hast. Wenn du einen Schauf hast, dort schwander die ab Gott zu verluten. Wir haben eine Geschichte in Markus, Kapitel 12. Wenn ihr in der Bibel habt, dann dreht du an. Markus 12. Du hast eine Geschichte von einer armen Witwe. Und diese Geschichte lacht mir in Kleinbetz. In Kleinbetz, hier, wenn es Jesus hier ist. Und so, bevor wir da hingehen, sie sind im Tempel. Und so sie dort hören. Sie hören da einen Kurs im Tempel. Vielleicht sind wir bekannt, manchmal in Kirche kann sie eine Dose auf dem Weg rühren. Und dort würden Menschen ihre Opfer geben.
du nicht rumreden. So, das sollst du dort im Tempel haben. Sie hatten du eine Kost, eine Dose, das wurde Menschen alle ihren Geld geben, deuten in der Kirche. So, wo glaubt ihr Jesus und sagt sich, du? Greift sie die Kost. So, Jesus geht du und sagt sich, du, und checkt, so dass die Menschen kaum Geld geben. Stell dir mal vor, am Weihrit haben wir Jesus bin still zaten und hij wird checken, so dass die du ein Geld anleihen ist. Das ist was dat. Und wenn wir das mal lesen, Markus Kapitel 12, Vers 41. Jesus sah sich so beim Gotteskosten im Tempel durch. Wohin sah er sich durch? Dort er sein kann, wo die Menschen ihren Geld anleiden. So er ging durch Hand von der Ursache. Er will nicht mehr sein, okay? Wo geben wir? In viele Recken leiden durch Fehlnahen. Und so diese Recke Jungs, sie kamen an mit ihrem Geld, und sie hatten nicht Geld, so wie von der Hand, so Papier und all so was. Sie hatten so kleine Goldsteckels und so was. So sie kamen ab mit einem Sack, und dort klingert Fan, und dann schmeien sie dort an, und dann klingert es frisch ab Fan, und Jesus steht über sie und er checkt. Er checkt, was diese Jungs tun anleihen. Und dort sagt, dass sie leiden durch Fehlnahen. Graut ist am Geld. Und die Menschen stünden darum und verwundern sich. Diese Jungs, die leihen gut an. Vers 42. Dann kam aber eine arme Witwe und leid 2 Koppasch an. Wie würden kann sein 2 Peso? Sie leidet 2 Peso an. Ungefähr 1 Cent. Das ist, was es wird, sagt es hier. Vers 43. Dann ruft Jesus seine Jünger taub. Hey Jungs, komm mal her. Würden Sie da alle? Petrus wird nach dort und Hubert nach mit Jan. Komm mal her. Check mal. Diese hat hier 1 Cent näher tun. Und was sagt er, Eva? Diese arme Witwe, er sagt, ich sage Ihnen das Wort. Diese arme Witwe hat mehr im Gotteskosten angelegt als all die anderen. Was? Sie hat 1 Cent angelegt und diese Jungs haben Tausende Peso. Sie haben hier mehr angelegt als all die anderen. Wohin? Wenn sie auf alles. Jesus checkt nur den Prozent, nicht nur die Summe. Das müssen wir mal nehmen. Gott ist noch immer so das gewesen. Im Alten Testament noch immer. Gott checkt nur den Prozent, nicht nur die Summe. Wir als Menschen checken nur die Summe. Right? Wir als Menschen checken nur die Summe. Hier ist, was Jana gegeben hat. 10.000 Peso. Hier ist die dort. Wir checken nur die Summe. Und dann auf einmal musst du ein 50 Peso bauen und du denkst, wenn ich so sage, viel ever. Aber Jesus ist anders. Er checkt nur den Prozent. Gott checkt immer nur den Prozent. Er checkt nicht nur die Summe. Und so, wenn du reich bist, dort schwander für die, mildgierig zu sein. Diese früh wird arm, dort wird leichter für als für die reichen Männer. Wir haben noch ein Beispiel, eine Kirche von Mazedonien. Das ist in 2. Korinther, Kapitel 8. Paulus, er holt hier Geld taub für die arme Kirche in Jerusalem. Wenn sie entjährt so arm, er geht nach der anderen Kirche rum und nimmt ein Opfer, um dort kein Geld schenken in Jerusalem, um dort sie zu essen haben. Und dann hast du eine Kirche in Mazedonien, und das ist, was er von ihnen sagt. Die sind in ihre Troubles standhaft geblieben, und wenn sie auch sehr arm sind, haben sie doch Jahren wirklich gegeben. So, er redet hier von armen Menschen. Ich kann bestätigen, dass sie so viel gegeben haben, als sie können, und sogar mehr, als sie können. Dort ist, was es meint, mildgierig sein. Und das ist leichter für Menschen, die nicht Geld tun, dort zu tun, als Menschen, die Geld tun. Diese Lied werden sehr arm, sagt er hier, aber sie hatten ihre Hoffnung nicht auf Geld, aber auf Gott, der ihnen wirklich alles schenkt. Das ist ein Beispiel. Da der Geld tun, fängt dort immer schwander, mildgierig zu sein. Manchmal denke ich so. Wenn ich erst mein Haus aufgeteilt habe, dann will ich geben. Wenn ich erst meine Schuld aufgeteilt habe, dann will ich geben. Wenn ich erst den fertig habe, dann will ich geben. Wenn ich erst das oder dort oder ja, dann geben. Aber nee, wir wollen nie geben, wenn wir sind nie die reichen Menschen in dieser Welt. Das ist, was wir letztes Jahr noch lernen.
Und die reichen Menschen in dieser Welt sollen jeden Reut sein, aufzugeben. Da der Geld dein, fängt er immer schwer an, mildjährig zu sein. Und die letzte ist das. Da der Geld dein, hat Geld in einer Bank, aber keine Friede im Hort. Da der Geld dein, die haben Geld in der Bank, aber keine Friede im Hort. Oder wie würden kann sein, die haben Fotja in der Garage. Oder die haben einen Schaufkleider im Kleidershop. Oder die haben einen Fridge voll Eten, aber keine Friede im Hort. Dort die Menschen, die Geld dein. Sprüche 15, Vers 16, sagt es steht, dort ist besser, wenn einer wenighaft und gottesfürchtig ist, als wenn einer fehlhaft mit viel Troubles. Dort ist besser, wenn einer wenig mit Gott hat, als viel ohne Gott hat. Bleibst du dort? Das ist schwander für uns. Wenn wir reich sind, dann ist es schwander, uns auf Gott zu verlieren. Wir haben unsere Ressourcen. Wenn wir reich sind, dann tun wir nicht vor, oder uns Geld, wo unsere Zeit wegnehmen von den wichtigsten Dingen. Und wenn wir reich sind, dann sind wir für mich verantwortlich. Wenn du einen Trouble damit hast, dann habe ich eine gute Lösung für dich. Wenn du einen Trouble hast, mit dass du für den Meier verantwortlich bist, dann gibt bloß alles weg, dann bist du nicht mehr verantwortlich. Das ist einfach. Aber wir dürfen nicht alles weggeben. Weil wir gut sind und reich sind. Gott hat uns dort gegeben, was wir haben von der Ursache. Dort wir dort können veranbringen. Dort wir können Segen sein für den Nächsten. Dort wir können Unterschied merken für ihn. Ich will mal mit dir reden. So. Halt ihn fast. Some van jullie, je verdienen meer geld als jullie ouderen ever deden. Some van jullie verdienen weit meer geld als jullie ouderen ever deden. Some van jullie verdienen veel meer geld als wat je ever gedroomd hadden. Some van jullie hebben meer dingen als wat je ever gedroomd hadden. Maar toch zijn je arm en wil je rijk zijn. Je bent niet goed en rijk zijn. Some van ons hebben zo zeer veel en we zijn slap en wil we rijk zijn. Wens ons leven lernt niet op met wat hij hier in Timotheus zegt. Wo wir als reiche Menschen leben sollen. Und dort steht, dass wir unsere Horten umdrehen. Dort steht, dass wir abhören, Geld zu dienen. Wir wollen Gott dienen und Geld dient uns. Geld ist nicht schlecht. Wir können dort brauchen für viele gute Dinge. Wir müssen dort haben in uns Leben, zum Dinge zu kaufen und was immer. Geld ist nicht der Trouble. Der Trouble ist uns Hort. Der Trouble ist unsere Anstellung über Geld. Dort steht, dass wir uns hart drehen dürfen. Dort steht, dass wir diese Version wahrnehmen dürfen. Some von uns, wir brauchen all das Geld, was wir verdienen an uns selbst. Wir lassen uns dort scheingehen. Das ist nicht schlecht, aber das ist nicht alles für uns. Gott hat uns dort gegeben, um ein Segen sein für die Nächsten. Wenn es heute will, dass wir gut sind und reich sind. Some von uns brauchen all unser lose Geld, um mehr Investments machen, um mehr Geld machen, um nach ein Negozio machen, um nach mehr Lohn zu haben. Und wir haben noch mehr als genug. Wir haben noch mehr als genug. Aber da der Geld denkt, der hat niemals genug. Dein wie Geld. Manchmal glaube ich, dass Geld ist die Antwort, was mir fehlt im Leben. Geld ist die Lösung für meine Troubles. Dort habe ich Ferien gehört. Aber ich will Ihnen sagen, Geld ist nicht die Lösung für deine Troubles. Mein Geld wird nicht deine Kinder von Drugs losholen. Mein Geld wird dir nicht eine bessere Einheit schenken. Mein Geld wird dir nicht schaftig merken. Wenn es von nicht dort, dann wird wir der reichste Lied in der ganzen Welt gehen und du wirst der schaftigste, mutigste, beste Einheit sein in der Welt. Und wir tun nicht. Mein Geld ist nicht die Lösung. Jesus ist die Lösung, was uns fehlt. Und das zieht, dass wir unsere Gedanken ablehnen mit Gott sein Wort und was er zu uns sagt über Reichtum. Er sagt, du hast zwei Optionen. Was Gott dein oder was dein Reichtum dein. Wenn es beides kostet nicht. Und so wir wollen so eine Menschen sein, wir wollen Gott dein, wir wollen nicht das Reichtum dein. Wir wollen uns auf Gott verlassen, nicht auf uns Geld.
Wir wollen mildjährig sein, wir wollen Menschen helfen, wir wollen dort Wut rütschlagen, wir wollen mehr und mehr so eine Dinge tun, wenn wir wollen gut sein und reich sein. Wir wollen dort anerkennen, dort Gott hat uns sehr viel gegeben und er hat dort von der Ursache getan. So zum Schlüten, wenn wir die Versen noch einmal nicht checken. Sei der Reiche in dieser Welt, dort uns. Dort sie sollen nicht stolz sein in ihrer Hoffnung auf dort unsichere Geld sagen. Geld wird die anschmieren. Dort nicht in der Hoffnung auf dort unsichere Geld sagen, aber auf Gott, der uns wirklich alles schenkt, um dort mit Frieden zu brücken. Sie dort, sie sollen Gute tun, und sie sollen reich sein und Gute wirken. Sie sollen mildjährig sein und Jahren an andere aufteilen. Wodurch sie sich einen Schatz sammeln und einen guten Grund für die Zukunft leihen und all hier dort wird leben kann. Das ist, was Gott uns alle sagt. Das ist, was wir leben sollen. Das ist, was wir leben wollen. Das ist, wenn wir uns Zeug sollen so vieles möglich Dinge weitergeben. Wir haben von 1 Jahr CDs weitergegeben. Wir haben Dutzende und Dutzende und Dutzende CDs weitergegeben von Botschaften. Wir haben Dutzende und Dutzende und Dutzende Küffels Kaffee weitergegeben in den letzten 1 Jahr. Nu haben wir Dutzende Botschaften rübergeschickt, die gehört sind, Dutzende Mal in Linie. Wenn wir haben einen besseren Weg gefunden, um Dinge weiterzugeben. Und wenn du einen Tag nach einem besseren Weg habt, kommt um Dinge weiterzugeben, dann wo wir das tun? Wo wen? Wenn Gott hat mich gesehen, Gott hat uns gesehen, mit mehr als uns fehlt, wir sind reich. Ich will mich nicht auf Geld verloren, aber auf Gott verloren, der mir wirklich alles schenkt.